Oh, ich bin nicht verwitscht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Video. Heute ist mal etwas anderes, wie ungefähr in jedem Video, wo ich das sage. Und zwar bin ich heute nicht alleine da. Ja, es sieht vielleicht so aus, als wäre ich alleine da. Aber weder Mara ist es, noch meine Schwester, noch mein Bruder, noch sonst irgendein YouTuber. Genau, ich habe einfach keine Friends. Hinter der Kamera ist nämlich meine Mutter. Yes! Yeah! Genau, und das hat einen speziellen Grund, weil ich bin die Idee hatte für das Video. Also ich hatte schon oft Videos-Ideen, aber sie hat es immer abgeschlagen. Und das ist das erste Mal, wo sie gefunden hat, okay Mami, diese Idee ist gut, die nehmen wir. Und zwar möchte ich ein bisschen genauer wissen, was für einen Traumtyp hat sie überhaupt? Auf was für Typen Männer steht sie so? Was hat sie für Erwartungen? Was findet sie besser? Was findet sie schlechter an Männern? Was nimmt uns Wunder? Also, kurz, dass es gesagt ist, ich habe keine Ahnung, was sie geplant hat. Ich weiss nur so, wie sie es wird machen, aber nicht genau, was sie wird machen. So, versteht man das? Also die Fragen, die ich zusammengestellt habe, weiss sie nicht, was genau. sie fragen. Genau, und das kann überraschen. Und da muss ich jetzt auch noch kurz erklären. Sie hat ein paar Fragen aufgeschrieben. Es geht nämlich darum, dass sie mir eine Frage stellt und es gibt jeweils zwei Antworten und ich muss mich entscheiden. Also zum Beispiel eher braune Haare oder eher blonde Haare und ich muss mich dann entscheiden. Also ich kann nicht sagen, ja, es ist beides okay oder es ist beides nicht okay, sondern ich muss entweder das nehmen oder das. Oder halt will, dass ich eher würde nehmen. Und das macht das Ganze so ein bisschen lustig, habe ich das Gefühl. Und ja. Aber noch kurz, dass es gesagt ist, falls ihr irgendwie jetzt zum Beispiel blond seid und ich stehe auf braunhaarig oder so, dann nehmt es nicht ernst, das ist eigentlich einfach mein Geschmack. Und es sollte einfach gegen niemanden gehen und so, es sollte einfach zur Unterhaltung dienen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß! Also das Ganze hat 3 Teile. Im ersten Teil geht es darum, ums Aussehen. Was gefällt dir am Aussehen bei einem Mann? Oh Gott. Was würdest du eher nehmen? Ein Mann, der kleiner ist als du? Oder ein Mann, der 2 Köpfe grösser ist als du? Oh no! Oh. Also ich darf schon dazu wissen, oder? Ja, ja. Also kleiner, wie viel kleiner? Egal. Einfach ein bisschen kleiner. Gibt es überhaupt jemanden, der 2 Köpfe grösser ist als ich? Keine Ahnung. Nein, ich würde eher, glaube ich, jemanden nehmen, der kleiner ist. Ich weiß nicht wieso, weil 2 Köpfe ist so... Es würden jetzt viele Mädchen vielleicht sagen 2 Köpfe, aber wenn du denkst kleiner, das kann ja nur 1 Zentimeter kleiner sein. Und 2 Köpfe ist halt so... Hi! Nein, ich weiß doch nicht. Ich weiss von dir, dass du so ein bisschen auf braunhaarige Typen stehst. Wenn jetzt 2 da stehen, einer ist ganz hellblond und der andere hat pechschwarze Haare. Für welchen wirst du dich entscheiden? Pechschwarz. Okay. Weil, keine Ahnung, ist einfach so. Ja, ich weiß doch nicht. Gut, dann haben wir wieder 2 Gegensätze. Einer ist ein absolut gestylter Macho mit Lack und Leder, dunkler Sonnenbrille und völlig gestylt und recht selbstbewusst, vielleicht sogar fast ein bisschen eingebildet. Und auf der anderen Seite haben wir so einen richtigen Lauch, der keine Ahnung hat von Kleidern. Er würde sich aber von dir umstylen lassen. Für wen wirst du dich entscheiden? Also ich würde auf jeden Fall den ersten nehmen, weil klar, du kannst jemanden umstylen und so, aber das ist ja dann alles so, er würde es dann für mich machen und er wäre dann nicht sich selber und so, und darum keine Ahnung und ja. Was würdest du eher ertragen, dass er gelismete Socken hat mit Birkenstock oder dass er ein Poloshirt hat mit Speedo-Badhose? Was würdest du eher ertragen? Ich schwöre, du bist einfach nicht geil. Ich will eher ein Poloshirt mit Speedo tragen, weil... Okay, also weißt du, Poloshirt geht eher an, aber Socken geht auch eher... Moment, sind das mit... Gelismete Socken? Mit Birkenstock? Ja. Oh, Scheiße. Nein, ich will Speedo mit Dings nehmen, weil... Einfach so. Das Poloshirt geht vielleicht so lang, dass es über das Speedo geht. Gut, wir kommen zum zweiten Kapitel Eigenschaften und Hobbys. Okay. Was würdest du eher ertragen? Ich sage es jetzt gerade so. Er geht jeden Tag joggen. Ja, macht da beim ersten Marathons mit. Du bist die ganze Zeit ein bisschen alleine, weil er halt immer unterwegs ist. Mit Joggen. Oder du bist eher ein bisschen die ganze Zeit alleine, weil er am Velofahren ist mit so ganz
hautengen Veloradlerkleidern ist er die ganze Zeit unterwegs. Ich will einen Jogger nehmen, weil... Also es ist eigentlich beides nicht so geil, wenn du nachher alleine bist, aber eher ein Jogger, weil ich bin 4 Jahre im Ballett gewesen. Und ich habe auch Männer in Strumpfhosen gesehen und das wollte man einfach nicht sehen und darum wollte ich eigentlich auch keinen Mann in Leggings sehen. Gut, was würde ich mich erfreuen, wenn er gut Klavier spielen kann oder wenn er gut tanzen kann? Ja, tanzen, weil ich tue halt selber auch mega gerne tanzen. Und ja, mein Lieblingsfilm ist halt Dirty Dancing und dann ist halt so ein bisschen, ja. Und Klavierspielen ist eigentlich auch mega geil, wenn man es kann, aber tanzen ist halt schon geil. Ja. Wenn er ein angefressener Fußballer wäre, oder würdest du lieber einen angefressenen Hockeyspieler nehmen? Du musst jedes Wochenende müsstest du dann schauen, wie er Fußball spielt. Oder respektive, wie er Hockey spielt. Was würdest du eher wählen? Ich würde Fußball nehmen, weil mit Hockey kenne ich mich gar nicht aus. Und Fußball ist halt so, mein Bruder und mein Vater und so sind halt ab und zu, will auch einen Fußballmatch gehen, da bin ich halt mitgekommen, darum kenne ich mich auch eher mit Fußball aus als jetzt mit Hockey. Darum will ich Fußball nehmen. Wenn er dich einladen würde, ja. Wo würdest du lieber hingehen? Er würde dich an einen Ball einladen. Oder er würde dich an ein klassisches Konzert einladen. Hey, safe Ball! Also ja, eben ist ein Tanzen und ist auch viel schöner als einfach an einem Konzert hocken. Weil dort musst du zuhören und dann kannst du gar nicht miteinander reden. Also keine Ahnung, ja. Nein, Ball. Er würde etwas planen mit dir. Er würde mit dir auf den Sentis wandern. Das wäre der eine Vorschlag. Oder er würde mit dir über den Greifensee, also durch den Greifensee schwimmen. Seedurchquerung. Was würdest du lieber machen? Wandern, weil hey, kannst geile Bilder machen. Nein, keine Ahnung. Eine schöne Aussicht. Ich will einfach das nicht. Wir kommen zu der dritten Kategorie, das ist sein Charakter. Oh. Du gehst mit ihm an eine Party. Oder du lädst ihn an eine Party und dort sind alles nur deine Kollegen. Und du tust ihn vorstellen. Jetzt. Erstens, er ist einer, der gerade sich auf deine Kollegen stürzt und die voll labert und voll quasselt mit einem Haufen peinlichen Sachen. Also dir ist es mega peinlich. Oder er ist nur da und sagt kein einziges Wort, weiss überhaupt nicht, was zu sagen, ist eher ein bisschen zurückgezogen irgendwo in einer Ecke. Was wählst du? Ich will das erste nehmen, weil... Ja, keine Ahnung, es ist doch chillig, so ein bisschen offene Personen, und da kannst du darüber reden und so. Und also mir ist jetzt allgemein nicht so viel peinlich. Und ich bin halt Menschen auch mega gern und dann ist... Ja, darum will ich das erste nehmen. Da darfst du ebenfalls nicht beides sagen, das ist ganz wichtig, weil wir haben hier zwei Extreme. Wir haben einen, für den ist das Äußere überhaupt nicht wichtig. Der schaut nur auf den Charakter. Es ist dem völlig egal, was du anhast, ob du dick bist oder dünn bist, ob du was für eine Frisur das du hast, der sieht das gar nicht. Wichtig ist für ihn nur dein Charakter. Das ist der eine Typ. Der andere Typ, ihm ist das Äußere extrem wichtig. Der tut auch kritisieren, was hast du jetzt wieder an, oder der schaut dann ganz genau, ob du jetzt ein Kilo mehr oder weniger hast. Er schaut auf die Kurve, was ist rum, was ist für dich eher okay. Also ich meine, es ist ja schön, wenn du das Kompliment bekommst, ich bin hübsch, oder also du bist hübsch, oder du hast eine gute Figur, oder das ist gut, oder du hast gerade etwas Schönes an. Du musst auch ertragen, dass einer dich kritisiert. Eben, und das, also klar, man kann ja immer kritisieren, aber ich meine, wenn er nachher so, wenn ja nur das Aussehen wichtig ist, das ist auch nicht geil. Darum will ich jetzt ihren Charakter nehmen. Also, Typ 1 oder Typ 2? Typ 1. Gut. Also, wenn du jetzt noch lange weiter YouTube machen würdest, was für einen Partner würdest du wählen? Einer, der ein Entertainer ist, wie du, der mit dir zusammen vielleicht mal ein Video machen würde? Oder würdest du lieber einen haben, der gut managen kann, der dich coachen oder dich sonst unterstützen? Ich will einen Entertainer nehmen, weil YouTube mache ich nur schon aus dem Grund gerne, weil ich halt selber mein Zeug machen kann und niemand mir umbefiehlt, was ich muss machen und was ich nicht machen darf und weißt, so Sachen halt. Darum eher einer, wo ich es lustig habe mit dem so. Ja. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang gegangen. Ja, wie gesagt, nehmt es nicht jetzt mega ernst oder irgendwie so, falls ich irgendjemanden beleidigt habe oder I don't know. Das ist alles nur lustige Idee von meiner Mutter. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was so ein bisschen euer Traumtyp oder euer
Traumgirl ist. Ja, oder wie ihr das findet, was ihr entschieden hättet oder keine Ahnung. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert mich doch kostenlos, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Und genau, dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!